Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Heute habe ich eine Zutat dabei, die mich wahnsinnig freut. Es gibt nämlich ein orientalisches Gericht und ich habe hier einen Hauptdarsteller und das ist der wunderbare Sirup von Siruperia. Die lieben Leute von dort haben mir nämlich so ein Probierpaket mit Sirup geschickt und dann habe ich gefunden, hey, ich könnte doch eigentlich ein Video machen über die. Und es wäre ein bisschen langweilig gewesen, wenn ich halt einfach ein Glas Wasser hätte genommen und einen Sirup gemacht hätte daraus und hätte gefunden, hey, ich könnte doch eigentlich, Eiskaffee, man könnte einen Eiskaffee machen oder etwas mit Haselnuss. Aber es ist halt einfach ein Dessert und eigentlich irgendetwas Herzhaftes wollen. Und eben, ich habe diesen Sirup hier entdeckt mit 1001 Nacht und ich liebe die orientalische Küche. Ich habe gefunden, hey, wie wäre es etwas mit Poulet, mit Gewürz, mit weiss nicht was und mit diesem wunderbaren Sirup. Und jetzt stehe ich hier vor Zutaten und hoffe, das Gericht kommt gut. Ich habe nämlich dabei ein paar Pouletschenkel. Die habe ich im Vorfeld schon mariniert. Mit verschiedenen Gewürzen und unter anderem mit diesem feinen Sirup hier. Zu diesen Pouletschenkeln gibt es eine würzige Sauce mit vielen verschiedenen Gewürzen. Ich habe zum einen einfach als Basis Tomaten und Aprikosen. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Verbindung. Dann habe ich Ingwer, Zimt, Bouillon, natürlich braucht es Wasser, Zitronensaft und natürlich kommt wieder von diesem feinen hier, von diesem Sirup rein. Also wirklich ein Gericht. Und als Beilage gibt es Pitim. Das ist israelischer Couscous. Sehr etwas Spezielles. Kommt man in der Schweiz, habe ich das wirklich nur im Riflihof in Bern gefunden. Ich weiss nicht, vielleicht bekommt man so in einem asiatischen, weiss nicht was Store, irgendwie so einem Laden. Es ist wirklich etwas Seltenes. Es kommt hier von Israel, sagt man. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es noch nie probiert. Es ist wirklich so ein grobkörniger Couscous. Also etwas Spezielles. Und ich würde sagen, wir gehen doch jetzt über an die Kochstation. Der Backofen läuft schon. Die feinen Pouletschenkel, die kommen jetzt bei etwa 200 Grad. Ja, sagen wir 30 Minuten offen. Ich schaue dann nach 30 Minuten, ich weiss es noch nicht genau. Wenn es dir gut ist, ist es gut. Die Sauce tue ich ganz einfach zubereiten. Man nehme einen Topf, ich tue die Tomaten rein, die Aprikosen, ein bisschen Wasser, Bouillon, eine Stange Zimt, dann gebe ich noch ein bisschen Ingwer rein. Als krönenden Abschluss noch Sirup. 1001 Nacht. Münzig. Ich habe das Gefühl bei den Ferien. So, die Sache ist jetzt verrührt. Sieht noch nicht wahnsinnig spektakulär aus. Ich hoffe, es kommt dann besser. Sonst gibt es noch ein bisschen Tomatenmatsch rein, aber das sehe ich jetzt während dem Kochen. Ich tue jetzt mal den Deckel drauf, lasse alles aufkochen und reduziere es zu einem feinen, würzigen Sösschen. Es schmeckt in dieser Küche nach Ferien. Der absolute Wahnsinn. Und auch der Pitim ist wirklich gut gekommen. Ich habe mich aber bei der Sauce doch noch entschieden, so eine Dose Tomatenschlaber reinzutun. Es gibt noch eine kleine fruchtige Note und habe am Schluss einfach alles mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Fertig! Und weil man Sirup ja eben bekanntlich auch trinken, tue ich jetzt hier mir noch ein wunderbares Getränk anmixen. So herzig verpackt, also ein richtig gutes Geschenk. Rosensirup. So. Dann haben sie mir da Gazosa La Nostra irgendwie eine Limonade dazu gegeben. Und sie haben mir noch ein kleines Rezept geschickt, da wäre noch Lillet drin. Das ist so eine, was ist das? Das ist wie Martini, einfach anderer Geschmack. Das ist einfach ein Alkohol. Wo man mischen, wir machen jetzt das ohne Alkohol. Voilà. Oh, schaut mal die Farbe an. Oh nein, nicht überschütteln.
ist eine Farbe. Jetzt probieren wir noch ein bisschen mit Zitrone übers Poulet. Aprikose und Tomaten, der Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, dass es so fein ist. Und der Sirup drückt ganz fein durch und es ist so herrlich. Hat eine angenehme Süße und jetzt bin ich noch aufs Poulet gespannt. Das sollte es dann in sich haben mit diesen Gewürzen, die ich hier drin habe. Zart. Und er hat so eine richtig schöne Schärfe wegen dem Harissa, den ich dort in die Marinade rein habe. Perfekt. Im Gesamten wirklich ein Hammer-Menü. Jetzt müssen wir noch ein Schlückchen Sirup nehmen. Erfrischend. Geht auf die Seite, schaut nach die Sirup an und werdet kreativ. Es lohnt sich also. Bis gleich.